Herzlich willkommen zum Burgenlexikon Spezial. Wir bauen eine Burg. Natürlich keine echte, sondern das Modell Burg Hornfeld von Schreiberbogen. Ein Video von und mit Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und los geht's mit dem Burgenbau. Herzlich willkommen beim Burgenlexikon Spezial, denn wir bauen eine Burg. Und zwar habe ich mir einen älteren Bausatz ausgesucht von Schreiberbogen, die Burg Hornfeld. Das sind ein Vorspann sozusagen, Grundplatte und dann die Burg selbst auf 2 Bögen, die wir zusammensetzen werden. So, dann machen wir den ersten Schnitt. Und da die Burg natürlich eine fiktive Burg ist, habe ich mir überlegt, schreibt doch mal in die Kommentare ein paar Stichpunkte, wie die Geschichte der Burg sein könnte. Sei es eine Raubritterburg oder eine gräfliche Burg, je nachdem, was euch einfällt. Auch wer der Erbauer der Burg war, schreibt einfach mal ein paar Stichpunkte rein. Und dann entwickle ich daraus eine fantastische Geschichte, die die Burg erlebt haben könnte. Wir fangen jetzt hier mit dem Bauteil 1 an. Mal an, da nichts beschrieben ist. Es handelt sich hierbei um den Palas. Aus einem großen Ausschnitt besteht. Das schneiden wir einfach mal hier raus. Linke Seite. Hier sieht man, wie das Ganze dann aussehen soll. Quasi zum Innenhof hin ein Fachwerk, Anbau, ein Zugang ist, vielleicht auch nur der Kellerzugang und ein zweiter Zugang. Und nach außen hin sind kaum Fenster gesetzt, sondern nur einige, sagen wir mal, Schießscharten. Also eigentlich eine ganz witzige, nette Anlage. So, schon erst einen Schnitt daneben gesetzt, aber nicht so schlimm. Und hier dann den nächsten Bereich, den wir rausschneiden. Ich habe noch schon zahlreiche solcher Burgmodelle gemacht. Das sind natürlich auch zahlreiche selbst entworfene solcher Kartonmodelle, um einfach die Burgen, die ich erforsche und auch beschreibe, zu rekonstruieren, damit die Besucher dann auch sehen, im Prinzip, was war da mal gestanden. Es ist wirklich ganz gut, im Prinzip was zum Anzufassen zu haben, wenn man eine Burg besichtigt, wo kaum noch oder nur noch wenige Mauerreste erhalten sind. Da muss man natürlich dann in die Archive gehen, schauen, was finde ich für Ansichten. Gibt es Ansichten? Im Glücksfall findet man dann sogar Pläne und kann daraus dann natürlich eine Rekonstruktion entwickeln. Natürlich, es ist immer ein Sein, ein könnte und kein so war es, so ist's, sondern so könnte es gewesen sein, weil letztendlich war keiner dabei und es gibt auch leider aus dem Mittelalter keine Fotografien, wo man genau sagen könnte, so war es, jawohl, hier haben wir ein TikTok-Video aus dem Mittelalter und wir wissen jetzt ganz genau, wie es dort war, wie es dort zuging. Nein, es ist immer ein könnte. Selbst wenn die Burg ausgegraben wird, wir haben dann vielleicht die Grundmauern, aber wie waren die Hochbauten, wie war das Gebäude selbst bestanden, ist immer nur ein könnte. Also so könnte es gewesen sein. So kleine Ecken zum Raustrennen, dann die Falz eintrifft. Vorbereitung ist mal alles. Mit am besten
Nicht in die Finger schneiden. Aufpassen nicht, dass die Kamera wegrutscht, dann sieht man gar nichts mehr und ich merke es nicht. Nicht peinlich. Ein bisschen Feinarbeit machen. Noch so eine Kante wegschneiden müssen. Und dann haben wir den Pallas schon herausgeschnitten. So, jetzt müssen wir noch die letzte Falzkante hier einritzen. Dann können wir mal falten, ob wir auch hinkommen. So, das habe ich schon mal vorgeritzt. Dann probieren wir es mal. Ja, bis jetzt klappt alles. Schauen wir, ob wir keine vergessen haben. Giebel. Stillkanten quasi. Traufe. Irgendwo. Das Dach. Die Giebel noch einkriegen. Klebt. Wird man natürlich immer testen, ob auch alles einigermaßen zusammenpasst. Schön zulassen. Mittlerweile ist der Pallas geklebt. Schaut ganz ordentlich aus. Hier ganz wichtig, Apporterker kommt hier dran. Apporterker. So, wir schneiden nochmal die Grundlatte aus für den Pallas. Ich bin schon gespannt auf eure Stichpunkte, wie die Geschichte der Burg ist. Erwähnt, wir haben eine sogenannte Frontturmburg, das heißt der Bergfried steht direkt am Zugang und hier in dem Sonderfall ist er auch gleichzeitig Torturm. Nicht verschneiden, so passt der Pallas nicht drauf. Wegschneiden, sonst ist er zu klein. Sieht nicht, dass ich im Prinzip außerhalb vom Bild schneide, aber ich denke an Bild. Vorsicht, so schön stellen. Ja, es gibt natürlich alles mögliche, verschiedene Hersteller und auch Klemmbausteine, aber ich bin wieder ein leidenschaftlicher Kartonmodellbauer für Burgen und Schlösser. Kaufen kann. Wie schon erzählt, dass ich die selber entwickle, auch um eben Rekonstruktionsmodelle zu machen.
So, Platte für Palast. Das kriegen wir schon. So, jetzt schneiden wir das Teil 2. Das Eingangsportal bzw. den Eingangsanbau aus, in den Palastbau gesetzt wird. Der Bauteil. So, jetzt haben wir die Bauteile fertig. Hier mal der Eingangsbau, der Anbau, Stützpfeiler, nicht, dass uns die Wand einstürzt. Das Wichtigste, ein Aborderker und natürlich auch ein Kamin, die jetzt natürlich an unseren Palast kommen. Einmal hier dran, der Aborderker, hier dran, die Stützmauer, hier unser Eingangsbereich und hier natürlich der Kamin. Und da haben wir ihn fertig, unseren Palast. Eingangsbereich, die Hofseite, ich denke mal, hier ist wahrscheinlich doch der Tellerabgang. Kamin. Hier der Aborderker und natürlich ein Stützpfeiler auf der Außenseite. Ein paar Schießscharten dürfen auch nicht fehlen. Sehr interessant ist natürlich hier dieses angeschrägte Frackdach, könnte man sagen, wo angeblich im Dachgeschoss ein Wehrgang läuft. Aber da haben wir dann einen Aborderker. Naja, ob das so war, man weiß es nicht. Aber wir haben ja auch keine historisch korrekte Burg, sondern eine, sagen wir mal, Fantasieburg. Als nächstes werden wir den Bergfried ausschneiden mit dem Tor. Und ich habe mich dazu entschlossen, unsere spätere Burg wird dann auch eine Zugbrücke bekommen. Ausfertigen mit so einigermaßen korrekt ausschneiden. Schneiden es auch wieder grob aus. Dann später die Detailarbeit. Tankards high tonight we cheer for the fire of the beast that we don't fear through the forest dark. Und hier haben wir das Außentor, den Schlitzen, die Zugbrücke, hier das Innentor. So, und eine kurze Stellprobe für unseren Bergfried. Mit Tor, ja, wie gesagt schon, die ungewöhnliche Lösung für einen Torturmbergfried. Und das mit unserer Zugbrücke. So, ich hoffe, man sieht es. Das sind die Ketten für unsere Zugbrücke. Ja, sie bekommen Ketten, keine Seile. Und ja, das sind nicht ganz billig, diese Ketten, also schon was Hochwertiges. So, als nächstes widmen wir uns dem Turmaufsatz, den wir natürlich auch wieder ausschneiden müssen. Immer etwas gröber ausschneiden. Die Details geht. Das ist der Bergfried mit Tor, Wehrerkern. Wie auch immer das ja entwickelt hat, das Modell innen und außen ein Wehrerker. Naja,
keine Konflikte gedrungen ist, kann man auch noch von oben kämpfen. Warum nicht? Und wir haben natürlich, wie man im Hintergrund sieht, eine Zugbrücke, die noch befestigt werden muss. Bau. Aufsatz mit dem Berggeschoss. Als nächstes müssen wir uns den Wehrerkern widmen und natürlich dem Dach. Das können wir gleich mit ausschneiden. Dach des Bergfrieds natürlich, das ein Zeltdach darstellt. Schneiden wir das wieder grob aus. Weg. So. Und dann müssen auch hier wieder die Falze eingeritzt werden. Einknicken. Natürlich könnte man jetzt auch ein Kantholz nehmen, um das genau reinzuknicken, aber es geht auch so, wenn man vorsichtig ist. Und das wird dann unser Zeltdach. So, und dann ist er fertig, unser Torturm Bergfried der Burg Hornfeld. Zugbrücke. Als nächstes widmen wir uns dem hohen Wehrgang, der quasi sich an den Bergfried anschließt. Und in dem niedrigen Wehrgang, beziehungsweise der Wehrmauer, endet, die dann rüberführt zum Palast, um den Innenhof der Burg abzuschließen. Auch hier wieder schon etwas grob ausgeschnitten, schon Feinschnitte setzen. Fantasieburg nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit rechnen, dass diese Wehrgänge auch oder ganzen Gebäude auch maßstabsgetreu wiedergegeben sind, sondern sie sollen nicht einfach im Prinzip eine Burg darstellen, wie sie ausgesehen haben könnte. Und hier auch wieder die Betonung auf könnte, nicht so war es, so ist es, sondern so hätte eine kleine Burg eines Niederadligen ausgesehen haben. Könnte so ausgesehen haben, aber kein Muss. Wenn man sie vielleicht mit Graneck vergleicht, die auch sehr klein war auf der Schwäbischen Alb, könnte es eigentlich ganz gut hinkommen. So, und damit sind auch die Wehrgänge
soweit fertig. Hier ein paar Details, die wir dann ansetzen, wenn wir die Burg zusammengebaut haben. So, da ist sie fertig. Unsere kleine Burg. Hornfeld, Innenhof, Bergfried, der zugleich Torturm ist, Wehrmauer, Wehrgang, Palas mit Kamin, mit Abbord, mit Stützpfeiler, natürlich mit Zugbrücke. So sieht sie aus. Ich habe mich dazu entschlossen, dass sie wahrscheinlich auf einem leichten Sporn stehen wird, mit schönen Graben. Aber dazu dann später mehr. So, unser Terraforming für das Gelände, für das zukünftige Gelände unserer Burg Hornfeld ist fertig. Stellprobe, wo auch alles passt. Nicht, dass wieder was weggeschnitten und was zu viel war, aber es scheint zu passen. So, eine erneute Stellprobe unserer Burg. Jetzt sind wir schon auf einem schönen Gelände. Das ist das Verkleidung vorgenommen. Das Papier, das wir dann Grundierung draufsetzen können. Also, dann unsere Burg draufstehen. Der Graben. So, jetzt ist das Ganze grundiert. Nochmal eine Stellprobe, bevor die Burg befestigt wird. Und dann gibt es noch ein bisschen Geländegestaltung. So, und schließlich ist unsere kleine Burg Hornfeld fertig. Ich hoffe, es ist mir gelungen, sie schön darzustellen. Und jetzt ganz wichtig, ich werde die Burg verlosen, also das ist ein Gewinn für euch. Und dazu dann aber später mehr, wie ihr die Burg gewinnen könnt. Das war das Burgenlexikon-Spezial. Wir bauen eine Burg von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Bauen. Und ja, die Burg wird tatsächlich verlost. Wie genau ihr sie gewinnen könnt, verrate ich euch in einem nächsten Video. Also bleibt dran. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr selbst schon Burgmodelle gebaut habt. Und wenn ja, welche Burgen das waren. Ich bin gespannt auf eure Bauwerke und Geschichten dazu. Bis zum nächsten Mal, euer Burgenmeister.